beim Walter Benjamin, das ist mir noch mal so in den Sinn gekommen, gibt es so eine schöne Passage, wo er beschreibt oder behauptet, dass man um 1840 mit Schildkröten spazieren. Also so ein Loch im Panzer und dann führst du Schildkrötengassi. So grossartig, Barbara. Ich dachte, das ist so cool und ich werde das irgendwann mal machen mit einer Schildkröte. Ich hoffe, das ist irgendwie theoretisch vertretbar mit einem Seil oder so. Aber das Bild, weißt du... Ich würde gerade die Dock-Abteilung, ob sie einen Dock machen über den Eif in der Bahnhofshalle. Hauptbahnhof Zürich. Alle stressen auf den Zug und du läufst einfach mit der Schildkröte. Vielleicht hast du noch einen Stock auf der Seite und so. Das ist die Form von Protest, das Slow Living. Hallo zusammen, das ist Fleisch und Bossart. Schön habt ihr Zeit, weil heute reden wir nämlich über Zeitmangel, über Stress und über die philosophische Frage, was Zeit eigentlich überhaupt ist. Yves, wie oft läuft dir Zeit davon? Viel zu oft läuft mir Zeit davon. Aber ich glaube, es gehört ein bisschen zum Leben dazu. Letztlich sind wir sterbliche Wesen und es gibt immer irgendwo Grenzen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit empfinden das viele so. Das ist einfach so eng getaktet, der Alltag. Und wir packen, glaube ich, viel zu viel in unsere Zeit rein und sagen viel zu wenig Nein. Und das hat natürlich auch mit dem Druck zu tun von der Gesellschaft, die da ist. Aber das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Also wir haben ja im Job permanent zu wenig Zeit, für uns vorzubereiten, ordentlich auf unsere Sendung. Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa hat in einem Text mal so schön geschrieben, «Ich bin pleite» und hat damit das Zeitbudget gemeint. Das hat mir irgendwie so aus dem Herz gesprochen, wie er so beschreibt, was er eigentlich alles machen will. Er ist eigentlich pleite, er hat keine Zeit mehr für all die Sachen. Zeitinsolvenz, ja, sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich habe schon Zeit, ich verschwende sie einfach für gewisse andere Sachen. Aber es ist doch komisch, wir sparen ja die ganze Zeit. Also weißt, wenn ich mir überlege, ich weiss noch, als ich ein Kind war, sind irgendwann die Hömmel aufgekommen und nicht muss bügeln, sondern einfach aufhängen. Und das war eine Zeitersparnis für die Hausfrau, damals noch schrecklich. Oder zum Beispiel beim Kochen. Viele Leute kaufen ja Convenience Food, geht viel schneller. Oder zum Beispiel gibt es sogar Mais-Sorten, die so gezüchtet sind, dass sie schneller reifen. Turbomais. Also überall versucht man, die Zyklen zu reduzieren, schneller zu sein. Und gleich nimmt nicht das Gefühl zu, wir haben mehr Zeit. Das ist absurd. Genau, das ist ja das, was der Soziologe Hartmut Rosa, den du erwähnt hast, genau sagt. Das ist ein Paradox. Oder? All diese technologischen Erfindungen sind eigentlich gemacht worden, um Zeit zu sparen. Auch eine Wäschmaschine und das E-Mail. Oder? Früher hast du irgendwie gewartet, bis der Brief mit der Tube oder mit irgendwelchen Pferden angekommen ist. Und waschen hast du auch selber müssen. Aber paradoxerweise machen wir jetzt einfach viel mehr E-Mails anstatt weniger Briefe. Und wir waschen auch viel mehr als früher. Er sagt ja, die Beschleunigung ist das Merkmal der Moderne. Und dort meint er, einerseits auch das Gefühl, das wir haben, also das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben, aber auch Zyklen. Also wie lange lebst du an einem Ort, wie lange bist du mit deiner Partnerin zusammen, wie lange hast du einen Job. Das sind alle, die Frequenzen sind alle kürzer geworden. Früher hast du einen Job gehabt und hast den 50 Jahre lang gemacht, Punkt, fertig, und Beziehung auch. Danach untersucht er ja noch, warum das so ist. Und der technologische Fortschritt ist paradoxerweise ein Grund dafür, aber es gibt noch mehrere nach ihm. Der Wettbewerb ist natürlich der zweite wichtige Grund. Wenn die anderen schneller rennen, und du in einem kapitalistischen System bist, wo du besser musst sein als die anderen und schneller und effizienter, dann musst du auch mitrennen. Und das schaukelt sich so auf. Und dann gibt es noch so einen weiteren spekulativen Grund auch für die Beschleunigung, finde ich aber gar nicht uninteressant, nämlich die Säkularisierung, also dass wir nicht mehr an ein Jenseits, oder viele von uns nicht mehr an ein Jenseits und an das Leben nach dem Tod glauben, sondern nur die 80, 90 Jahre haben da und alles müssen reinpacken, so eine Angst, nicht fertig zu werden mit den Sachen, die wir uns vornehmen. Und das ist natürlich sehr spekulativ. Aber vielleicht macht es gleich etwas so, dass Gott tot ist und dass es endgültig fertig ist. Keine Zeit verlieren, Zeit ist Geld. Es gibt beim Walter Benjamin, das ist mir noch mal so in den Sinn gekommen, gibt so eine schöne Passage, wo er beschreibt oder behauptet, dass man um 1840 mit Schildkröten spazieren. Also so ein Loch im Panzer und dann führst du Schildkrötengassi. Und die Idee ist natürlich, dass du dich anpassst. Und für ihn ist ja die Person, die langsam läuft, eben im Schildkrötentempo, ist der Flaneur. Das ist der eigentliche Philosoph auch, der eben Zeit hat, zu flanieren, zu denken, zu schauen. Und er sagt, der Find von dem Ganzen war der Taylor. Das ist der Industrielle, der quasi die Maschine erfunden hat oder die Arbeitsrhythmen optimiert hat. Also die Schildkröte versus der Taylor. Ich finde die Schildkröte so grossartig, Barbara. Ich dachte, das ist so cool und ich werde das irgendwann mal machen mit der Schildkröte. Ich hoffe, das ist irgendwie theoretisch vertretbar mit einem Seil oder so. Aber das Bild, weißt du? Ich würde gerade die Dock-Abteilung, ob sie einen Dock machen über den Eif in der Bahnhofshalle. Hauptbahnhof Zürich. Alle stressen auf den Zug.
und du läufst einfach mit der Schildkröte, vielleicht hast du noch einen Stock auf der Seite und so und spazierst. Das ist die Form von Protest, das ist Slow Living. Oder? Das ist wirklich so, den anderen irgendwie vor Augen führen, wie absurd das ist, dass durchs Leben rennen und die Geschäftigkeit. Also ich finde das ja wirklich zum Teil so sehr absurd. Doch, ich finde es oft sehr absurd, weil wenn du am Schluss vom Leben zurückschaust, für was hat es sich gelohnt? Denn all die hektischen Momente, wo du eigentlich auch nur funktionierst und planst und gar nicht im Moment selber bist, vieles von dem, finde ich, läuft wirklich in eine falsche Richtung, aus meiner Sicht. Es gibt so Studien, die zeigen, dass wenn Leute sehr viel verdienen, eigentlich eine einflussreiche Position haben, dass wir sagen können, ja gut, du kannst das ja leisten, du könntest ja weniger machen, du musst ja nicht neben deinem Job da noch freie Moderationen machen, noch das und dieses, kannst du eigentlich alles abschminken. Und eine der Begründungen, warum es nicht gemacht wird, sind die sogenannten Opportunitätskosten. Das heisst, wenn du irgendeinen Dödeljob hast, wo du dich überhaupt nicht damit identifizierst, auch noch einen schlechten Stundenlohn, dann ist keine Überzeit machen eigentlich eine Befreiung. Du hast dann mehr Freizeit. Aber wenn du sehr einen guten Job hast, wo du mit jeder Stunde, wo du mehr schaffst, ein riesen Honorar bekommst oder halt nochmal unglaublich viel mehr Ansehen, es sind wahnsinnig attraktive Nebenjobs, die man dir anbietet, dann sind die Opportunitätskosten zu gross. Also du verlierst wie zu viel, wenn du dann Nein sagst. Und das finde ich interessant, dass eigentlich die Geisel vom Erfolg manchmal wirklich das ist, dass du denkst, jetzt bin ich so erfolgreich, jetzt könnte ich es mir doch leisten, aufzuhören. Und meistens sind gerade die Leute die nicht aufhören können. Ja, das leuchtet mir ein. Aber was gewünscht denn dort wirklich? Also weißt, sind es nicht ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Lob oder weiss nicht was auch immer? Ja, wir sind anfällig für das. Ja, klar sind wir anfällig, aber es ist dumm. Aber Kehrseiten, und die müssen wir glaube ich schon auch betonen, das Buch von der Theresa Bücker, «Alle Zeit» heisst das. Und sie versucht wie herauszustreichen, Zeit ist die Ressource. Zeit ist Geld, Zeit ist die Ressource von unserer Zeit. Wer Zeit hat, ist eigentlich die Person, die auch eben mächtig ist, die über ihre Zeit verfügen kann, Zeit souverän ist, wie man so schön sagt. Aber stimmt das, wenn die privilegierten, mächtigen Leute immer zu wenig Zeit haben? Ja, eben das ist das Paradox. Aber grundsätzlich erst mal zu sagen, es ist natürlich auch ein grosser Luxus, dir überhaupt die Frage zu stellen. Bei den Working Poor sozusagen ist es eher so, die haben 2 Jobs, 3 Jobs, arbeiten die Schicht, nebendran müssen sie noch selber für die Kinder schauen und können sich nicht so die Service Class leisten. Also jemand, der dir putzen kommt, jemand, der Saalglas für dich entsorgen, jemand, der deine Kinder hütet, jemand, der deinen Hund Gassi führt, die müssen alles selber machen. Bis auf den Hund. Und wir tun uns eigentlich, die Arrivierten, sage ich jetzt mal, können sich viel Freizeit auch kaufen. Und dort, glaube ich, sieht man so klar, es ist auch eine Zeitressource, die ungerecht verteilt ist. Aber du hast noch reden darüber, oder mehr, was eigentlich Zeit überhaupt ist. Es ist sehr mysteriös. Man kann ja nicht ohne Zeit denken, zum Beispiel. Genau, philosophisch ist das ein riesiges Thema und ein wunderschönes Thema. Also es gibt eben beim Augustinus, Spätmittelalter, gibt es ja die Frage, die er sich stellt, im Buch Confessiones, was ist eigentlich Zeit? Typisch philosophische Frage, weil wenn man sie sich stellt, haben wir keine Antwort und dann sieht man erst, was das für ein grosses Rätsel ist. Und er nimmt so ein Paradox, was es schon früher gegeben hat, und sagt, aus was ist die Zeit eigentlich zusammengesetzt? Aus 3 Sachen, nämlich aus Zukunft, aus dem, was noch nicht ist, aus der Vergangenheit, aus dem, was nicht mehr ist, und aus der Gegenwart. Und was ist Gegenwart? Die ist ja immer schon vorbei. Also es ist die Millionstel Sekunde, das Jetzt, oder, wo irgendwie wie ein Punkt keine Ausdehnung hat und gerade immer vorbei ist. Also die Zeit besteht eigentlich aus 3 Sachen, die es nicht gibt. Die Zukunft gibt es ja nicht, die Vergangenheit ist nicht mehr da und das Jetzt ist immer schon vorbei. Also wie kann denn Zeit überhaupt existieren? Und so kommt er ins Philosophieren. Ich finde ich wunderschön. Und dann ist ihm seine Lösung zu sagen, ja, objektiv gibt es die Zeit vielleicht nicht, aber wir in unserem Denken, in unserer Seele und Empfinden lassen das Jetzt ausdehnen, indem wir etwas erwarten, was jetzt gerade kommen wird. Du erwartest zum Beispiel, was ich jetzt gerade als nächstes sagen werde. Du hast noch ein bisschen im Kopf, was ich jetzt schon gesagt habe, der letzte Satz, so wie eine Melodie, die du hörst. Du antizipierst und du hast sozusagen noch die Erinnerung von dem, was vergangen ist. Und das Jetzt dehnt sich dann aus und so kannst du sozusagen die nicht existente Zukunft und nicht existente Gegenwart noch ein bisschen ins Jetzt holen. Und so entsteht Zeit. Zeit ist etwas Subjektives, etwas, was wir machen. Für Gott oder in einer objektiven Welt gibt es keine Zeit. Der sieht alles vor sich, wie ein Zeitstrahl. Da ist Vergangenheit, da ist Zukunft. Zeit ist etwas Menschliches. Und das finde ich einen unglaublich interessanten Punkt. Interessant ist ja, dass es eigentlich beim Kant ja wieder aufkommt, beim Immanuel Kant, weil er ja wie sagt, es ist eigentlich eine reine Form der Anschauung, der Kritik der reinen Vernunft. Das ist sein Ausdruck. Und genauso wie Raum
und Zeit. Du hast vorhin gesagt, subjektiv. Der Kant erklärt es mir so, wir legen es eigentlich in die Welt hinein. Also die Zeit kommt nicht dem Glas zu oder im Wasser oder dir oder einer Schildkröte, sondern wir legen die Zeit auf die Sachen wie drauf. So, wenn wir etwas anschauen, etwas erfahren, dann kommt die Zeit immer wieder zu. Und das, finde ich, ist eigentlich so der Gedanke. Und das Verstörende, finde ich, oder das Interessante finde ich wirklich, man kann nicht zeitlos denken. Das kann man nicht. Genauso wie räumlich denken. Man kann nicht unräumlich denken. Das geht einfach gar nicht. Das ist ein super interessanter Punkt. Das Problem hast du ja, wenn du dich fragst, wann ist eigentlich Zeit entstanden? Oder ja, was ist vor dem Urknall gewesen? Oder so. Die Frage, also es gibt ja, also die Physik sagt, also die Zeit ist mit dem Urknall entstanden. So. Und dann fragst du, ja, was ist denn davor gewesen? Und das darfst du gar nicht fragen, weil davor ist ja schon ein zeitliches Wort. Aber das verwirrt mich so. Ich weiss, ich habe mal mit dem Ben Moore geredet, einem Astrophysiker, und habe die Frage natürlich auch gestellt. Und für die ist das so klar. Für die ist das fast schon eine blöde Frage. Das ist wahrscheinlich so die prototypische Frage. Alle, die nicht rauskommen, ich zum Beispiel, die fragen dann, ja, was war denn vor dem Urknall? Ja, natürlich nichts. Aber das ist so verwirrend. Das ist so verwirrend. Das können wir einfach gar nicht denken. Ja, ich glaube, dort hat der Kant recht. Die Zeit ist so etwas wie die Brillen, oder? Wo wir anlegen und wir sehen die Welt nur, indem wir die Brillen anhaben. Aber die Zeit ist sozusagen der Filter, wo alles durch das durch muss. Und darum können wir die nicht ablegen und darum können wir gar nicht verstehen, was es heissen eine Welt ohne Zeit. Du kannst das erklären lassen und dann verstehen wir es sich so annähern, aber wirklich verstehen können wir es ja nicht. Und das finde ich interessant, auch wenn man darüber nachdenkt, wie man zu einem erfüllten Leben kommt. Weil Zeit, der Umgang mit Zeit ist, glaube ich, ein Schlüssel. Und wenn wir sie richtig brauchen, Zeit, dann ist das Leben eigentlich genug lang. Und richtig brauchen wir sie, wenn wir uns bewusst sind, dass wir nicht so viel Zeit haben, dass wir sterblich sind. So. Das hängt bei ihm ja auch zusammen. Also das Memento Mori, sei dir bewusst, dass du sterben wirst, das ist, glaube ich, schon auch ein Schlüssel für die Lebenskunst. Und ich, im Alltag, ich glaube, ich habe den Gedanken jeden Tag, dass ich mir sage, du hast nur ein Leben. Das Hier und Jetzt zu erleben. Ich glaube, das ist schon auch genau so ein wichtiger Schlüssel. Also das Carpe Diem oder das einfach im Moment jetzt sein und dann nicht verpassen vor lauter Planen und sich entwerfen in die Zukunft. Und ich glaube, die Kunst ist, die Balance zu halten. Oder? Aber gleichzeitig, wenn wir ganz im Moment leben, weißt du, wie viel wir nicht mehr machen würden, die wir auch wertvoll finden? Geschenkt. Es gibt natürlich die sogenannten Frugalisten, die ich gelernt habe in der Vorbereitung. Das sind die Früchte, oder? Das sind Jüngere. Du meinst Frutarier, die von der Bäume kennt. Nein, Frugalisten sind Leute, vor allem jüngere Leute, das ist ein kleinerer Trend, kann man sagen, der am Entstehen ist. Leute, die sagen, ich will in die Frühpension mit 40. So. Und ich arbeite jetzt einfach sehr viel, bis ich 40 bin. Und dann aber will ich selbstbestimmt und befreit leben und will genug auf der höheren Kante haben. Du verlierst es unterwegs. Außerdem hast du mit 40 eine Herzkrise, ich weiß nicht. Das Risiko ist halt gross, oder? Dass erstens nicht dorthin kommst. Aber also ehrlich gesagt, das ist auch eine sehr luxuriöse Theorie wieder. Also du kannst mit 40 arbeiten als Lagerist, da kannst du nachher nicht ein gemütliches Leben. Es ist so eine Luxusposition. Mich überzeugt das nicht so ganz. Aber wenn wir wieso eine Quintessenz ziehen, ein Buch, das mich so in den letzten Jahren am meisten begeistert hat, ist von der Jenny Odell, eine Amerikanerin, die das Buch geschrieben hat, «Nichts tun». Und ihr Held in diesem Buch ist der Bartleby. Der Bartleby, der Schreiber, das Buch von Herman Melville, wo ja der Ausspruch immer hat, «I would rather not to». Also ich würde lieber nicht. I prefer not to. I prefer not to. Und er sagt das, quasi macht immer schön brav, was man ihm sagt, oder ein Angestellter in einer Kanzlei macht immer, was man ihm sagt. Und irgendwann sagt er einfach, lieber nicht, danke schön, lieber nicht. Und er hört nicht mehr auf, das zu sagen. Einen Job nach dem anderen erledigt er einfach nicht mehr und richtet sich gemütlich ein. Schlussendlich, er ist auch gar nicht wegzukriegen, weil er will auch nicht mehr aus dem Büro raus, er fährt dort an von wohnen und so. Und schlussendlich muss die Kanzlei ausziehen und sich andere Räumlichkeiten suchen. Völlig absurdes Buch. Aber Jenny Odell sagt wie, das ist eigentlich der Zeitsouveräne, der einfach hier und da sagt, nein, danke. Tolles Angebot, kommst mit ins Kino, wir gehen noch dort. Nein, danke. Und irgendwie finde ich so, also das Buch hat mich sehr erreicht, das Nichtstun. Ja, ich glaube, jetzt sind wir alle anfällig. Nein sagen ist etwas wirklich vom Schwierigsten, wenn es schöne Angebote sind. Und du verspielst dir halt auch viel. Aber ich nehme jetzt die Schildkröte mit. Ist
Die ist so cool. Also in den nächsten Tagen senden wir mich irgendwo mit einer Schildkröte spazieren. Das ist super. Gut. Wie ist es mit euch? Habt ihr genug Zeit oder spart ihr Zeit? Erzählt es uns, wir sind gespannt. Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, mit einem Astrophysiker habe ich geredet. Das Gespräch findet ihr hier. Ebenso ein Gespräch mit der Susanne Buri, eine Philosophin, die über Vergänglichkeit und Lebenszeit nachdenkt. Und wenn euch «Fleisch und Passat» gefällt, dann abonniert doch den Kanal. Danke.